Keller, der wird geboren an 1880. Wenn sie 1900 alt wird, dann kriegt sie eine Krankheit und sie können nicht mehr sein und nicht mehr hören. Wenn sie seine Kindheit abwasst, dann wird sie sehr frustriert werden, sehr ungeduldig, meist dull. Sie können nicht sein, können nicht hören. Und sie merkt dort, sie wie anders als die Menschen darum ernten. Das wird eine sehr schwere Zeit für ihr. Wenn sie anfangen, in die Schule zu gehen, oder du wie sie sollen in die Schule gehen, dann nehmen ihre Eltern eine Kirche an, eine Lehrersche an, was bloß du wie für ihr. Diese Lehrersche, die hat ein Ziel mit Helen. Sie sagt, ich will ihr was beibringen. Diese Lehrersche hat sehr viel Zeit für ihr. Diese Lehrersche lehrt ihr schreiben in ihre eine Hand, mit ihren Fingern. Und sie können feilen in ihrer Hand. Helen kommt vorweg, sie lehrt zu schreiben, sie lehrt zu lesen, mit ihren Händen, weil sie nicht sagen können, und sie lehrt zu reden. Irgendwas, was alle Menschen dachten, das wird niemals schaffen. Aber sie lehrt das, sie weiß vorweg, sie kriegt Maut, sie kriegt dort, was das braucht, am Leben vorweg zu kriegen. Helen ist die früh, was eine große Unterschied gemerkt hat über die Welt. Luther hat sie Bücher geschrieben, hat viele Menschen Mutter gesprochen und hat sogar rumgereist an große Port von der Welt, zum Vertalen, zum Reden, für Menschen Mutter sprechen und ihnen sagen, was dort schafft. Geben niemals ab. Geben niemals ab. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7 sagt Paulus, dass wir leben noch in der Zeit, wo wir nicht sein, aber wo wir glauben, wo wir vertrauen, wo wir halten. Einzige Dinge ans Leben sind uns sehr schwierig. Einzige Dinge ans Leben sind uns vielleicht mehr so schwierig, als Helen das sagt. Sie können nicht sein und nicht hier. Aber ein Ding hat sie geben niemals ab. Sie geben kein Pferd, weil ich irgendwann nicht schwor wird. Sie können nicht sein, was es wird worden in ihr Leben. Aber jemand wie du ein Halbjahr, sie können nicht allein. Und sie merkt das, sie kommen wieder in ihr Leben und haben gerauter Unterschied gemerkt. Maar ich, bei über 100 Jahren, von der nach reden wir von ihr, und sie haben viel Gutes getan. Was sind die schweren Dinge in deinem Leben, was dieses Eber kommen? Was sind diese Sachen in deinem Leben, was du sagst, das wollt niemals kennen? Wenn du so hast, dann würde ich sagen, dann gebe ich ab. Dann gehe ich mal reichmutig vorweg. Dann tue ich mal Dinge, wenn du durch, wirst du eine viele Menschen kennenkommen, die du anders nicht willst kennen. Aber gebe nicht ab. Und wenn du nicht sein kannst, glaub bloß. Glaub an Gott, wenn er auf die Kraft, und glaub, dass er auf die Gaben die gibt. Glaub an die selbst, dass die kannst. Und du wirst vorweg kommen. Gebe niemals ab. Gottes Segen.